Ich habe so eine Style Crisis. It's okay to be ugly. Ich habe eine ganz simple Frage. Ich habe so Angst gehabt, um einen Vlog zu machen, ganz ehrlich. Ich will es die ganze Zeit machen, weil ich möchte ausprobieren mit halt Filmen und wieder so ein bisschen Passion finden, die ich früher hatte, unabhängig von all diesen Glaubenssätzen und diesen Ängsten, was Leute übersagen, weil halt recht viele Leute sich lustig darüber gemacht haben. Ich erinnere mich an die Zeiten, wo ich zum Beispiel so viel Anxiety hatte. Und jetzt, wenn ich zurückschaue, weiss ich gar nicht mehr, wie das aussieht. Oder, I don't know, wo ich mega in dieser Techno-Szene war, wäre hilarious gewesen, das Vlog. Eigentlich scheißegal, weil für mich ist es wichtig, weil dann habe ich ein paar Jahre zurückgeschaut und bin so, oh, so hat das ein Samstag bei mir ausgesehen. So wirklich echt. So hat ein Samstag ausgesehen, wo ich nicht nur den Lifestyle hatte, sondern auch in dem Mental Space war. By the way, wenn ihr vorher ein Nasentüchli gesehen habt, das ist ein Nasentüchli. Einfach, dass ihr es wisst. I cry a lot. Deswegen. Alright, let's get started. Let's go, let's go, let's go. Ich habe so eine Style Crisis. ich weiss so nicht, was anlegen, Bro. Und das ist so blöd, Alter. Aber für mich ist das eine Form von Expression. Aber ich habe das Gefühl, durch das so viel ich sehe auf Social Media, wie Leute sich geil anlegen, habe ich das Gefühl, ich muss auch. Aber ich schaff's nicht. It's okay to be ugly. It's okay to be ugly. Oh mein Gott. Vor ein paar Tagen habe ich so ein TikTok hochgeladen, wo ich so bin, so Bro, embrace einfach, dass du ugly bist. Embrace doch mal, dass du ugly bist, Bro. Ich habe einfach keinen Fix mehr, jeden Tag da zu sitzen und mich aufzuregen, dass ein Augenbrauenhaar nicht stimmt und nach einem bad shit insecure bin. Ich bin so, oh, wenn ich das fixen würde und noch das fixen würde und noch das fixen würde, dann wäre ich vielleicht pretty. It fucks me up. Und so viele Leute sind mir gekommen und sind so, du bist nicht ugly. Du bist nicht ugly. Und ich bin so, Bro, that's not the point. Ich habe das Gefühl so, ich habe so viel Druck, dass ich noch ein bisschen etwas machen könnte und dann schön wäre. Und wenn ich mich einfach entscheide, besonders wenn ich sehr viel Anxiety habe, wie ich aussehe und so, wenn ich einfach in dem Moment sage, okay, dann bin ich halt die ugly, dann bin ich halt die ein hässliches Outfit hat oder die das Make-up scheiße aussieht. Sehr oft nimmt mir das den Druck halt weg und lässt mich irgendwie das embracen, auch wenn das Outfit nicht fetzt oder so, oder auch wenn ich nicht stereotypisch ugly bin. Es hilft mir halt irgendwie, um so zu sein, so, okay, dann fuck it. Ich glaube, das Mindset brauche ich jetzt. Ich glaube, das kann sonst zu viel Anxiety. Bibi? Ich bin ein bisschen im Stress. Würdest du vielleicht meine Haare machen, stylen, wenn ich mein Make-up mache? Ja. Ich weiss nicht, ich habe so eine Krise in letzter Zeit. So anlegen. Ich finde, es sieht gut aus. Okay. Sagst du das, weil ich deine Freundin bin, oder sagst du das, Nein, weil es gut aussieht. Ah ja, du Lügner, du. Sicher nicht! Also da, wenn es einfach den Schwung behalten, dann müssen sie jetzt da ein bisschen... Okay, ja, ich lasse es so. einfach. Und wenn ich hässlich aussehe, dann blame ich nur dich. Ja, ist gut. Okay. Weißt du, also so Pride Flag streichen? Ich kann es jetzt auch nicht sagen, aber du lustig finden. Ja, du. Das ist
Sonne gemalt. Hey, das ist ja einfach ein realistischer Vlog. Deswegen, ich muss jetzt halt sagen, ich habe das letzte Mal gesehen, wo wir von außen gelegen sind und so. Und ich bin dann nachher nie gegangen. Ins dunkle Zimmer, weil einfach, ja, es ist halt realistisch, es ist mir nicht so gut gegangen, so mental und so. Und ich habe nicht gewusst, wieso. Ich habe es dann ein bisschen ausgearbeitet, aber es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich will sharen auf dem Internet. Aber nachher habe ich mit meiner Freundin ein bisschen geredet, als ich wieder zurück bin für raus und so. Wir haben so irgendetwas zusammen diskutiert. Und es ist noch spannend, weil selber würde ich nie auf die Idee kommen, aber wenn wir es diskutieren, dann kommen mir recht viele Einsichten. Und das eine davon war, wir lernen immer so in Mental Health oder auch so Meditation und so Radical Acceptance. Also, dass du dich akzeptieren, wie du bist, auf eine Art. Und das habe ich auch gehört, schon mehrmals. Und es ist weird, weil nachher bist du so, ja Bro, aber ich hasse das an mir. Also ich habe das auch schon gehört, ich schaue gerne den Dr. Daniel Fox da auf YouTube. Ich finde, der hat recht viel und man kann mitnehmen davon. Er war auch so, man muss sich halt selber wieder kennenlernen und so. Und man sollte sich halt aufschreiben, was sind deine Stärken und Schwächen. Es geht nicht darum, dass du das beurteilst als Stärken oder Schwächen. Ich habe es jetzt eher so genannt, was kannst du gut und was kannst du nicht so gut, oder? Weil, sagen wir mal beispielsweise, ich bin jemand, der sehr fest für meine Meinung einsteht. Ich habe eher wie eine laute Fresse und das kann sehr schlecht kommen. Also das kann sehr negativ beurteilt werden und das ist auch schon sehr viel so angekommen. Kann aber auch sehr positiv beurteilt werden, weil es halt man das braucht, besonders ich arbeite in einem Bereich, wo ich einstehen muss für was ich denke und für mein Knowledge und für einfach mein Wissen. Und an anderen Bereichen, besonders auch so Teamwork-Sachen und so, ist das nicht perfekt. Ich mache jetzt einen Job, wo ich eher so ein bisschen solo unterwegs bin, was für mich wie passt. Und um genau das geht's. So viele Sachen, Skills, die wir haben, kommen ein paar Sachen gut und ein paar wie nicht so gut. Ich mache ein Beispiel zum Beispiel. Dann ist eine Person zum Beispiel gut mathematisch und sehr schlecht sozial. Also nicht können gut kommunizieren, unsicher, bla bla bla. Du würdest die Person nie schicken, als so, zum Beispiel ein Professor sein, vor Leuten reden, ein Referent. Du würdest das nicht dieser Person antun, weil sie hat den Skill nicht, was es dort braucht, nämlich können vor Leuten reden, können für sich einstehen, laut sein, was auch immer, oder? Das heisst nicht, dass die Person eine schlechte Person ist oder eine Schwäche hat, weil so Leute brauchst du sehr, sehr viel, einfach sonst in dem ganzen mathematischen Bereich oder zum Beispiel auch im IT-Bereich. Also die Leute sind nicht ungefragt. Sie ist einfach nicht passend für die eine Position. Und genauso ist es mit unseren Skills. Ich glaube, uns wird es so beigebracht, also in der Primarschule oder was auch immer, so überall. Ich zum Beispiel in Gimmi, du musst bei allen Fächern keine gut sein, um durchzukommen, weil sonst gehst du raus, oder? Und durch das fängst du an, so schachtelweise zu denken, zum Beispiel ich bin gut Mathe, ich bin gut Physik, ich bin gut Sport, Kunst, oder? Easy. Die Sachen mache ich gerne, ich kann sie gut und sie machen Spass. Aber ich bin sehr schwach sprachlich. Was habe ich gemacht? Ich habe, anstatt auf meine Stärken zu fokussieren, anstatt zu sagen, das sind meine Skills, auf denen will ich bauen, habe ich darauf fokussiert, auf meine Schwächen, um die halt umzubringen, oder? Und schlussendlich bin ich durchs Gimmi und rausgekommen mit allen Noten etwa auf dem gleichen Level. Bei Mathe habe ich zwar nie gelernt und bei Französisch habe ich jeden Tag gelernt. Das ist etwas, das nimmt man nachher weiter so im Leben. Es ist okay, wenn du irgendwo schlechter bist oder den Skill nicht hast oder eben nicht so hast. Und der andere mehr. Man braucht niemanden, der alles hat. Das ist nicht ideal. Auf eine Art. Aber es wird uns halt immer so beigebracht. So. Und nachdem ich aus dem Gimmi kam, bin ich so, was mache ich jetzt? Weil das Ding ist halt, Mathe mache ich gerne, aber Französisch auch, weil ich verbringe jeden Tag damit. Durch das habe ich es gerne bekommen. Es lässt dich halt einfach so zu einer Person werden, wo du nicht weißt, wer du bist wirklich. Anstatt dich einfach zu akzeptieren, dass du ein paar Sachen kannst und ein paar Sachen nicht. Und das hat sich dann auch weiter so entwickelt, so im Leben und so. Ich habe das Gefühl, wir haben immer das Gefühl,
durch Social Media und durch all die Ansprüche, die wir haben und so, dass wir alles sein müssen. Es ist so unerreichbar. Und ich habe das Gefühl, deswegen sind so viele Leute von uns gleich. Legen uns gleich an, verhalten uns gleich, sind Copies voneinander, weil wir einfach danach streben, alles auf die Könnerseite überzutun, anstatt darauf zu fokussieren, was wir können. Oder auch die Schwächen kann man manchmal auch für etwas brauchen. Es ist nicht immer schwach. Das heißt eben, zum Beispiel, wie ich gesagt habe, mein Beispiel ist zum Beispiel perfekt für das, weil nicht jeder muss Presse aufhaben. Das funktioniert so schnell. Sonst läuft das alles nicht. Es braucht auch Leute, die die Presse jetzt nicht unbedingt offen haben müssen. Ich bin es nicht, aber es braucht sie auch. Ich stelle mir das auch immer so vor, so Bro, stell dir vor, eine. Sie ist mega, mega hässlich, aber sie ist gut im IT-Bereich. Es ist doch eigentlich klar, dass die Person nicht ein Model werden sollte. Es ist doch klar, dass die Person eigentlich das IT verfolgen sollte, weil das ist ihre Stärke, das ist ihre natürlichen Skills, oder? Und das Problem ist, heutzutage hat man so fest den Druck, zum schön zu sein oder so, dann stell dir vor, sie verschwendet einfach ihre Zeit damit und ihren Mental Space, damit immer zu denken, ich bin so hässlich und versuchen, sich zu verschönern. Das ist doch immer mega schade. Und das nimmt dann immer die Wertung weg von was man kann und was man nicht kann. Weil eigentlich deine Skills, wir haben das eben dann so gemacht, wir haben die Skills so aufgeschrieben, wie so halt ein Spektrum auf Art. Nämlich, das eine war, kann ich, und das andere ist, kann ich nicht. Und da hat es eine Linie dazwischen. Und dann ist zum Beispiel, I don't know, Überzeugungskraft. Das weiss ich, das kann ich sehr gut. Aber das ist auch so sozial angesehen. Aber ich habe gemerkt, für mich persönlich merke ich, dass ich ab und zu einfach überkompensieren will. Ich will manchmal zu fest überzeugen. Ich möchte eigentlich immer recht haben, um das geht. Deswegen habe ich mir dann so einen kleinen Punkt gemacht. Für mich persönlich wäre es auch okay, wenn ich ein bisschen weniger Überzeugungswille, Überzeugungskraft in mir hätte, weil ich muss nicht immer recht haben. So weisst du das? Oder es macht auch Sinn, zum Beispiel Eigeninitiative haben wir auch. Kann ich nicht. Eigeninitiative habe ich eher hoch, aber mir ist bewusst, dass sehr oft lasse ich mich hemmen vor meinen Glaubenssätzen, vor so Sachen, wo ich mir einrede, was denken denn die anderen über mich oder so. Deswegen ist meine Eigeninitiative tiefer. Aber das ist nicht, und ich habe mein Kreischen höher oben gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich denke, ich habe es in mir, dass ich das noch mehr hätte, aber ich lasse mich hemmen. Nicht, weil ich müsste, nicht, weil ich das Gefühl habe, ich werde sozial mehr gewertet oder, keine Ahnung, ich werde als besserer Mitarbeiter gesehen, sondern einfach, weil ich es in mir hätte und ich es gerne noch mehr rausholen würde, aber ich mich gehemmt fühle durch eben Anxiety, durch Glaubenssätze etc. Und das haben wir jetzt für alle Sachen gemacht und das ist wirklich sehr neutral eingetragen und man sieht halt sehr viel über sich selber und man hört auch ein bisschen auf Werte, weil das Ding ist halt, zum Beispiel, ich bin nicht sehr teamfähig. Ist leider so. Ich kann es, mache es aber nicht gern und ich habe immer ein bisschen den Drang, alles unter Kontrolle zu haben. Deswegen bin ich nicht perfekt für ein Team. Also, es ist sicher gut, ich tue gerne Rücksprache haben mit einem Team, aber per se habe ich eher so ein Leader-Gen in mir. Weißt, die Leute, die immer Präsentationen übernommen haben in der Schule. So die Leute. Und das ist wie eine Schwäche, etwas, was ich nicht kann. Aber das kann auch sehr von Vorteil sein für gewisse Positionen, jetzt zum Beispiel im Beruf oder was auch immer. Es geht einfach da, bei dem Wertetabelle, die wir jetzt gemacht haben, habe ich einfach mega viel über mich gelernt und auch darüber gelernt, dass meine Schwächen sind nicht unbedingt Schwächen und meine Stärken sind auch nicht unbedingt Stärken. Es sind einfach meine Skills. Es ist so mein Skillset, das ich bekommen habe und ich kann auch selber entscheiden, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin zum Beispiel sehr introvertiert, aber theoretisch hätte ich schon Sachen zu erzählen, ich getraue mich aber nicht. Dann habe ich das Gefühl, dann ist dein Ansporn zum extrovertierter werden, ist so, ich würde eigentlich gerne, aber ich hemme mich selber, also es würde mir gut tun, wenn ich es machen würde. Dein Ansporn sollte aber nicht sein, ich bin eigentlich introvertiert, aber ich weiss, extrovertierte Leute kommen besser an. Und dann willst du es werden, weil das ist der falsche Ansporn. Irgendwie. Weil du bist es nicht. Oh nein, eine Hungerperiode. Oh, 6 Shots. Wow. So gut. Die Lampe nicht kaputt. Oh, Die ist ja Boden. sie ist tot. Sie ist wirklich tot.
Der Übeltäter! Der Übeltäter! Jetzt machen wir einen Film aus Perspektive der Fluge. Ich war mal eine ganz simple Fluge. Und dann wurde ich zum Übeltäter. Nicht da! Ich bin doch nur eine kleine Fluge. Ich bin nur eine kleine Fluge. Eine kleine Fluge. Let me in, please. Let me in. Guys, that's not for me. Let me in. Stop, ich fliege in mein Grab. Flieg schneller. Goodbye. R.I.P. Kleinvogel, ganz allein. Was sagen Sie dazu, dass Sie haben getötet einen kleinen Flieg? Okay, Schluss? Ja. Okay. Lecker! Lecker, lecker! Wie sind die auf TikTok? Heute esse ich zum Mittag. Der Papa, der isst einen Salat. Ja. Gordon Ramsay. Gordina Ramsay, ja. Ich bin Zendaya und Gordon Ramsay. Ja, schön. Gordon Ramsay. Das sieht ja gruselig aus. Ja, la Kaya, du siehst gruselig aus. Surf, 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 surf. What about the beach? Okay. Tschüss. Vous ne l'avez pas blessé. Si, je le vois. Quand vous êtes vous faites comme ça avec votre main. 7K likes auf YouTube, Christine. Oui. Et quand vous êtes embarrassé, vous mordez vos lèvres. Siehst du Billie Eilish? Ja. Qui se retourne. J'ai peur. Quoi?